Frühers, da hat's schon oft recht Raucher die Leute gegeben. Und was sie die Gierigen haben alles seifallen lassen, damit's nur reicher werden und mehr haben als wie die anderen. Das ist auf keine Kuhhaut nicht aufgegangen. Da könnt ihr euch einen ganzen Abend Geschichten drüber erzählen. Zum Beispiel von die Wirtsleit, die was mit dem Einschenken von der Maß Bier nicht so genau genommen haben sie alleweil verschatzt beim Zapfen. Haben zwar kein Augenmaß gehabt, aber rechnen haben's können. Wenn übers Jahr bei jeder Maß eine Damenbreit fehlt, da kommt auch was zusammen. Aber die waren in der Hinsicht nur das kleinste Übel. Am gärsten hat's einer im Nachbardorf drüben. Da hat's einen gegeben, der alte Rombauer. Der hat nicht genug kriegen und haben können, obwohl er schon mehr als genug Grund und Geld gehabt hat. Ein knickerter Teufel ist das gewesen, wie kein zweiter. Und seine zwei Knechte, denen hat er bloß einen Hungerlohn zahlt dafür, dass sie auf seinem Hof gewerkelt haben bis zum Umfallen. Aber nicht bloß das, er hat auch die anderen Leute nichts gönnt. Ausgelacht hat er die anderen Bauern, wenn deren einmal ein Viech eingegangen ist oder wenn ihre Ernten ein wenig magerer ausgefallen ist als wie sonst. Dass der Kerl nicht unbedingt beliebt war bei die Leuten, das könnt's euch denken. An seinem Hof dran war noch ein riesiges Waldstickel, wo zum Teil am Rahmbauer und zum Teil seinem Nachbarn gehört hat. Der alte Rahmbauer wollte aber den Wald für sich allein haben und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er auch noch einen Rest in den Finger kriegt. Aber auch weil es seinem Nachbarn finanziell schlecht gegangen ist, war der zu stolz, dass er ihm den Wald für das bissl Geld verkauft, wo ihm der Rahmbauer Boden hätte. Mit dem wollte sich der Rahmbauer aber nicht abfinden. No, hat er sich denkt, wenn nicht so, nachher halt anders. Und dann ist er in der Zeit danach auf die Nacht alleweil wieder in den Wald geschlichen, hat den alten Grenzstor ausgegraben und hat ihn weiter in den Wald reingerückt. Immer ein Stickel kleiner zum Wald vom Nachbarn hin. Aber der Nachbar hat das nicht gespannt. Ein paar Jahre später ist er noch gestorben, der Rahmbauer, wie aus heiterem Himmel. Und kurze Zeit drauf, der Herbst ist schon da gewesen und die Bäume haben die letzten Bladel verloren. Da hat's dann angefangen mit die seltsamen Geschehnisse. Nachbarn vom Rahmbauern haben gesagt, in der Allerheiligen Allersäulenzeit war's, dass die das erste Mal gehört haben. Sie waren auf die Nacht noch in einem Wald unterwegs. Da haben's ganz leise eine Stimme gehört. Was die Stimme gesagt hat, haben sie erst gar nicht verstanden, so leise war's. Sie haben auch nicht sagen können, von welcher Richtung die Stimme gekommen ist. Aber das war ihr nicht klar, dass derjenige verzweifelt sei hat mein, so wie er gejammert hat. Obwohl der Nebel schon dicht überm Boden gehängt ist, haben sie ein Herz gefasst und haben gesagt, dem armen Teufel möchten wir helfen. Und so wollten sie der Sache auf den Grund gehen und gingen tiefer in den Wald rein. In die Richtung, wo sie gemeint haben, dass die Stimme herkommt. Je weiter das reinkommen in den Wald, umso lauter ist die Stimme geworden und umso dichter auch der Nebel. Allerweil unheimlicher ist er nicht geworden, weil jetzt haben sie auch gehört, wie die Stimme von die Bäume wuselt. Wo mau ich noch den hin, du? Wo mau ich noch den hin, du? Na, es sind zu viel geworden. Also haben sie umdreht und haben so schnell wie möglich geschaut, dass sie heimkommen.
spekuliert haben's wie wild, wer das gewesen sein kann oder was der wollen hat. Aber sie haben's einfach keinen Reim drauf machen können. In der nächsten Zeit haben die Stimmen auch noch andere gehört, die war in der Nacht oder am Abend in dem Wald unterwegs waren. Manche haben auch noch davon berichtet, dass im Holz seltsame Leuchtel tanzt haben, weil die Stimme zum Hören war. Jahrzehntelang ist es so gegangen, bis einmal ein Rauschicher vom Wirtshaus über den Wald heimgegangen ist. Spät ist schon gewesen, weil er recht lang hocken geblieben ist. Jetzt hört er auch die Stimme jammern. Wo mau ich noch den hin da? Drauf bleibt er stehen und schaut da hin, wo die Stimme hergekommen ist. Und sieht im Finstern einen Schatten von einem großen Mann, der einen riesigen Stor auf die Schultern schleppt. Der Geist vom alten Rahmenbauer. Na, sagt er zu dem Umgeher, was du die Nummer hast, dämischer Teufel, da tust du auch wieder hin. Aus die Augenwinkel sieht er noch, wie die Gestalt ein paar Schritt weitergeht und den Stor in den Boden reinhaut. Der Besoffene hat bloß so einen Kopf geschüttelt und ist weitergegangen. Und von da an hat keiner mehr was von der Weiz gehört oder gesehen. Ist die arme Söh vom Rahmenbauer doch noch erleist worden. Herzlichen Dank an Radio Rauhnacht für das Erzählen dieser Sage. Schaut gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Glaubt mir, es lohnt sich. In früheren Zeiten hat es schon recht viel geizige Leute gegeben. Was sich die alles einfallen haben lassen, nur damit sie etwas reicher werden und mehr haben als die anderen Leute, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich könnte euch den ganzen Abend Geschichten darüber erzählen, zum Beispiel von den Wirtsleuten, die es mit dem Einschenken einer Maß Bier nicht so genau genommen haben. Sie haben sich immer verschätzt beim Zapfen. Augenmaß hatten sie nicht, aber rechnen konnten sie. Wenn übers Jahr gesehen bei jeder Maß Bier ein Daumenbreit fehlt, da kommt was zusammen. Aber solche Leute waren in dieser Hinsicht noch das kleinste Übel. Am schlimmsten hat es einer im Nachbardorf drüben getrieben. Da gab es einen, den alten Rabenbauer, der hat einfach nicht genug kriegen können, obwohl er schon mehr als genug Grund und Geld gehabt hat. Ein Geizkragen war es, wie kein zweiter, und seine beiden Knechte bezahlte er nur mit einem Hungerlohn. Dafür mussten sie auf seinem Hof arbeiten, bis sie fast umfielen. Aber nicht nur das, er gönnte auch den anderen Leuten nichts. Er lachte die anderen Bauern aus, wenn ihnen einmal ein Tier verendete oder wenn die Ernte etwas magerer ausgefallen war als sonst. Dass dieser Kerl nicht unbedingt beliebt war bei den Leuten, könnt ihr euch denken. Direkt an seinem Hof lag ein riesiges Waldstück, das zum Teil dem Rabenbauer und zum Teil seinem Nachbarn gehörte. Der alte Rabenbauer wollte aber den Wald für sich alleine und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er den Rest auch noch in seine Finger bekommt.
Doch auch als sein Nachbar finanziell schlecht dastand, war dieser zu stolz, dass er ihm den Wald für das bisschen Geld verkaufte, das ihm der Rabenbauer geboten hätte. Damit wollte er sich aber nicht abfinden. Also dachte er sich, wenn nicht so, dann halt anders. Und in der Zeit danach ist er nachts in den Wald geschlichen, hat den alten Grenzstein ausgegraben und ihn weiter in den Wald hineingerückt. Immer ein Stück näher in den Wald vom Nachbarn hinein. Dieser hat das allerdings nicht mitbekommen. Ein paar Jahre später ist der Rabenbauer dann gestorben, wie aus heiterem Himmel. Und kurze Zeit darauf, der Herbst war schon im Gange und die Bäume haben die letzten Blätter verloren, da hat es begonnen mit den seltsamen Geschehnissen. Die Nachbarn vom Rabenbauer haben erzählt, dass sie in der Allerheiligen Allerseelenzeit das erste Mal Geräusche gehört haben. Sie waren in der Nacht noch in ihrem Wald unterwegs und haben ganz leise eine Stimme gehört. Was diese Stimme sagte, haben sie zunächst gar nicht verstanden. So leise ist sie gewesen. Sie haben nicht deuten können, von welcher Richtung diese Stimme kam, aber es war ihnen klar, dass derjenige, dem die Stimme gehörte, verzweifelt sein hat müssen. Obwohl der Nebel schon dicht überm Boden lag, fassten sie sich ein Herz und haben sich gedacht, diesem armen Teufel müssen wir helfen. Und so wollten sie der Sache auf den Grund gehen und sind tiefer in den Wald hineingegangen, in die Richtung, von der sie glaubten, dass die Stimme herkam. Und je weiter, dass sie in den Wald hineingingen, umso lauter ist die Stimme geworden und umso dichter auch der Nebel. Immer unheimlicher ist ihnen geworden, denn jetzt haben sie gehört, wie die Stimme von den Bäumen jammerte. Wo muss ich ihn denn hin tun? Wo muss ich ihn denn hin tun? Das war zu viel für sie. Also drehten sie um und rannten so schnell wie möglich nach Hause. Sie rätselten wie wild, wer das denn gewesen sein könnte und was er wollte, aber sie haben sich einfach keinen Reim darauf machen können. In der Zeit darauf wurde die Stimme auch noch von anderen Menschen gehört, die in der Nacht oder am Abend in dem Wald unterwegs waren. Manche berichteten auch davon, dass im Gehölz seltsame Lichter tanzten, als die Stimme zu hören war. Jahrzehntelang ging das so dahin, bis ein Betrunkener vom Wirtshaus durch den Wald heimging. Spät war es schon, weil er recht lange im Wirtshaus ausgehalten hat. Und da hört er die Stimme jammern. Wo muss ich ihn denn hin tun? Daraufhin bleibt er stehen und schaut dorthin, wo die Stimme hergekommen war, und sieht im Finsteren den Schatten eines großen Mannes, der einen riesigen Felsen auf den Schultern trägt. Der Geist des alten Rabenbauer. Na, sagt er zu dem Spuk, wo du ihn her hast, verrückter Teufel, da tust du ihn wieder hin,
Aus den Augenwinkeln sieht er noch, wie die Gestalt einige Schritte weitergeht und den Stein in den Boden rammt. Der Betrunkene schüttelte den Kopf und ging weiter. Und von da an hat keiner mehr etwas von diesem Spuk gehört oder gesehen. Die arme Seele des Rabenbauern ist doch noch erlöst worden. Die Sage um den Grenzsteinverrücker oder Grenzsteinversetzer, der nach seinem Tode umgehen muss, ist wohl eine der Sagen, die nicht nur in nahezu jedem Gebiet Bayerns, sondern darüber hinaus erzählt wird. Auch ist es so gut wie sicher, dass der Ursprung dieses Sagenmotivs außerhalb Bayerns liegt, denn bereits in Karl Müllenhoffs 1845 erschienenem Buch Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg ist eine Sage zu lesen, in der ein Wiedergänger dazu verdammt ist, mit einem Grenzpfahl, den er zu Lebzeiten versetzte, umherzuspuken und dabei zu schreien: »Wo schall ich den Pfahl dal schlagen?« Erlöst wird er mit einem »In Gottes Namen, schlag em Dal, wo er früher stan hätt«. Auch die Brüder Grimm nahmen die Sage »Die verwünschten Landmesser« in ihre Sammlung Deutsche Sagen von 1816 mit auf. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine mündliche Überlieferung aus Mecklenburg und handelt von Gespenstern, die ehedem Landmesser waren, welche die Grenzen absichtlich falsch gemessen hatten. Und so existiert diese Sage auch in Bayern in vielen verschiedenen Formen. In manchen bleibt der Grenzsteinverrücker unsichtbar, erscheint als Lichtlein, feuriges Männlein oder sitzt als Geist auf einem Holzstock, den er widerrechtlich auf dem Grundstück des Nachbarn umgeschnitten hat. Oft trifft der Nachbar selbst auf den Geist und erlöst ihn nicht nur mit einem Spruch, sondern lässt eine Messe für den verstorbenen Frevler aufschreiben. Da er ihm seine Schandtat mit dieser Geste vergeben hat, wird die arme Seele erlöst. Doch auch humorvolle, schadenfreudigere Ausgänge dieser Sage sind gängig. So erhält der Betrunkene, der dem Geist mit einem »Da wo du ihn hergenommen hast« entgegnet, auch gerne eine Ohrfeige von der armen Seele, oder der Geist des Grenzpfahlversetzers nagelt denjenigen mit dem Pfahl am Boden fest, da er sich genau an der Stelle befindet, in der der Pfahl früher steckte. Dass sich dieses Sagenmotiv so weit verbreiten konnte, verwundert einen nicht, wurde der Grenzsteinfrevel in früheren Zeiten doch als eines der schlimmsten Verbrechen angesehen. Denn bereits im 5. Buch Mose heißt es: »Verflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verrückt. Und alles Volk soll sagen: Amen.« Und so wird mit dieser Sage der Inhalt dieses Bibelverses in ein Bild aus dem dörflichen Alltag übersetzt, das für alle verständlich und nachvollziehbar ist. Der Verstoß gegen den allgemeingültigen Sittenkodex wird geahndet und der Täter muss umhergehen, geplagt durch eine an Sisyphus oder Atlas erinnernde Last, die er umherschleppen muss, bis er erlöst wird. Wie schändlich die Landbevölkerung damals den Frevel des Grenzsteinverrückens empfunden hat, wird in dieser Sage besonders deutlich. Wünschte man den Toten ansonsten doch ausdrücklich die ewige Ruhe. Kennt ihr auch Sagen und Legenden über Grenzsteinversetzer aus eurer Gegend? Dann schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video und erzählt den anderen Zuschauern davon. Euch hat diese Episode gefallen?
Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.